Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Black Ops 2 Spiel. Ja, Battlefield 3 geht gerade nicht. Deswegen muss ich jetzt probieren, mich irgendwie mit Black Ops 2 anzufreunden. Ne? Und ich dachte mir heute mal, lasst uns doch über Gott sprechen. Nein, das kommt im nächsten. Ne? Heute geht es wirklich bloß mal kurz, ganz schnell, 90 Minuten, um DLCs. Download Contest heißt es, das ist ein DLC. Und ja, braucht man das? Ist das sinnvoll? Ist das übertrieben, weil es Geld kostet, plus eine Geldmacherei? Was ist das? Es gibt verschiedene Arten von DLCs, denke ich. Es gibt die, wo sinnvoll sind, und es gibt die, wo nicht sinnvoll sind. Bei bei Mass Effect 3 könnte man jetzt darüber diskutieren, was man lieber mag. Da ist das Ende ja zum Beispiel sehr kontrovers gewesen, hat sehr viele verschiedene Meinungen gegeben, und da wurde dann per DLC ein neues Ende zum Download verfügbar gemacht. Ja gut, ne, also wenn mir halt ein Spiel nicht gefällt, dann, mein Gott, ist es halt so. Ich kann ja das Ende nicht ändern eigentlich, aber anscheinend kann man es doch, indem man einfach sich beschwert, und dann gibt es ein neues Ende. Ja, auch nicht schlecht. Das Ding ist einfach, ja, es gibt Sachen, ne, wie zum Bleistift, sagen wir mal irgendein Spiel mit viel DLCs. Wir könnten anführen, ja, Skyrim zum Beispiel. Hat zwar jetzt bloß 3 DLCs, was wirklich nicht viel ist, aber es ist doch schon ein kleines Stückchen. Und 3 DLCs finde ich echt ganz okay, finde ich echt eine gute Zahl, muss ich sagen. Erst kam das Hauptspiel, dann, also wie es normalerweise ist, Hauptspiel kommt raus, nach ein paar Monaten kommt dann das erste DLC raus. Bei Skyrim zum Beispiel kostete dies 20 Euro, war, finde ich, für den Preis okay. Ja, hat Spaß gemacht, war gut, ne? War 20 Euro wert, muss ich sagen, ja, hat schon gepasst. War zwar nicht so ganz zufrieden, also ich hätte, 15 wären okay gewesen, denke ich, aber 20 passen auch. Und hatte man ungefähr, wie viel Spaß hatte man damit? So 5, 6 Stunden Spaß oder so, oder sagen wir mal sogar 7 Stunden. War schon echt gut, ne? Also, war gut. Dann kam das zweite raus, das war Dawnguard. Dann kam auf jeden Fall das zweite DLC raus, das sehr viel länger dauerte. Und auch viel mehr, implementierte neue Sachen ins Spiel einfach rein. Das war eine gute Sache, auch 20 Euro, ungefähr so 10 Stunden. Das war echt sehr gut, ne? Das fand ich geil. Und ja, also da ist es auf jeden Fall angebracht, weil es setzt die Geschichte sozusagen nicht fort, es macht halt eine neue Geschichte. Und sowas ist schön, so eine Nebengeschichte, so eine schöne, strukturierte Nebengeschichte zum Beispiel. Bei RPGs ist es jetzt so, wo ein DLC meiner Meinung nach Sinn und Spaß macht, auch wenn er gut angesetzt ist. Wenn ich jetzt nicht irgendwie die Hauptstory weitermache und jetzt ist er doch nicht gestorben, der Endboss, der lebt doch noch weiter, das wäre doof. Das wird keinen Spaß machen, finde ich. Ich finde, es wird Spaß machen. Ja, zum Beispiel, du kannst jetzt Vampir werden, du kannst jetzt ein Haus bauen. Das sind so schöne kleine Sachen, wo ich sage, das sind okay. Es gibt auch Mist-DLCs, zu denen komme ich gleich noch. Noch ein paar DLCs, wo echt okay sind, finde ich. Ja, zum Bleistift, ist der dumm oder was? Zum Bleistift, ja, MW2 muss ich sogar sagen, MW2, dieses eine hier, da gab es ja 2 Map-Packs, also, ja, doch, Map-Packs stimmt schon, stimmt schon, dass es die gab. Das war okay, das war cool, finde ich, ja, das war schöne neue Karten, eigentlich meistens immer, und war gut, ne. Beim anderen Spiel, weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt bei jedem Spiel eigentlich, die meisten Spiele gibt es DLCs. Bei Asura's Wrath zum Beispiel, da gibt es auch noch 2 oder 3 Konsolen nochmal, 2 oder 3, wie sagt man denn, Dinger, gibt es da, DLCs, neue Episoden einfach. Finde ich auch gut, dass das weitermacht. Das ist schön, sowas, aber ich finde halt, DLCs werden unnötig, wenn man dadurch eigentlich erst Sachen runterladen kann, die fürs Spiel notwendig sind zum Beispiel, oder die Spiele halt irgendwie unfair machen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt, meiner Meinung nach, ich finde Dead Space 3 als Beispiel, das finde ich schon ein bisschen scheiße, ne.
wo man dann ja für insgesamt, ich weiß nicht, 10 Euro oder so, sollen es 10 Euro sein, 5 oder 6 DLCs bekommt, wo man den kleinen Sucherbot ja aufwertet, wo eigentlich voll sinnlos ist, wo man einem Spiel eigentlich echt so gut wie nie braucht. Und das finde ich schon ein bisschen, ja, doof. Die hätten dann irgendwie neue Anzüge reinmachen können oder so ein Scheiß oder irgendwas halt. Ich finde, ein DLC muss sinnvoll sein und es muss in das bisherige Spiel reinpassen. Es darf, ja, nichts völlig Neues sein. Aber wenn es passt, muss ich sagen, dann geht's. Also, wenn es ein neues Spiel ist, also ja, neue Story und so, dann muss er auch gut sein. Zum Beispiel Crysis, ne? Gab's ja auch Crysis Warhead, wo man dann die Story spielte in der Sicht von seinem Kumpel. Das fand ich echt gut. Hat mir Spaß gemacht, ja, das war okay, das war echt gut. Das war cool. Gegen sowas habe ich nichts, aber gegen, ja, zum Beispiel Dead Space 3, wo es da gab, hier das DLC, oder es gab auf jeden Fall, ich glaube sogar, ja, ich weiß jetzt leider keine Beispiele, weil ich mir halt keine kaufe, die scheiße sind, ja, und ich finde hier einen Stift neben mir liegen. Nein, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, habt ihr mit DLCs schon mal, ja, Misserfolge oder schlechte Erfolge gemacht? Wenn ja, schreibt's doch bitte in die Kommentare rein, würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen, ja, sammeln oder vergleichen könnten. Vielleicht findet irgendjemand was gut, was eigentlich der andere schlecht findet. Wäre cool, mal so eine kleine, oh ja, Umfrage. Ist es nicht einfach so ein Ding zu machen? Einfach mal reinschreiben, was ist cool, was ist schlecht und so. Das wäre ganz cool. Würde mich freuen, ne, wenn ihr das was machen würdet. Ja, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Und es ist schon aus? Schade. Weil, was gibt's denn noch? Ihr Skyrim? Ihr Oblivion, da gab's ja die kostenlosen, wo man von der Community runterladen konnte. Far Cry 3, es gibt, ja, Assassin's Creed 3 ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt für die meisten Scheißspiele jetzt ein DLC, obwohl die Spiele gut sind. Und Battlefield 3 ist ja mal das geilste Beispiel überhaupt. Battlefield 3 gibt es jetzt über seit einem Jahr und es kommt alle paar Monate ein neues DLC raus. Das finde ich richtig geil. Das muss ich sagen, das ist richtig gut. Immer so neuer Content. Sowas ist super, muss ich sagen. Sowas ist geil. Bei Online-Spielen ist es, finde ich, einfacher. Einfach neue Karten machen, irgendwie neue Waffen. Das ist einfacher. Bei zum Beispiel Dragon Age Origins gab es ja Dragon Age Origins Awakening oder was andersrum, ich weiß es nicht, mit anderer Story und nochmal mehr und so. Das war auch interessant, ja, aber halt so, ich würde sagen, wenn man es mit den DLCs nicht übertreibt, wenn sie was bringen, ja, dann sind sie auf jeden Fall was wert, dann bin ich für DLCs, ja, ich bin gegen DLCs, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja, irgendwie Scheiße runter, wo mir gar nichts bringt im Spiel. Ich muss aber sagen, ja stimmt, das waren ja bloß so Sachen. Ich habe halt Saints Row the Third zum Beispiel mir so neue Anzüge gekauft. Sowas war cool, so für 1 Euro oder so. Das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Oder mal neue Inhalte halt so. Es muss halt, finde ich, reinpassen. Und das ist halt, es muss halt schön, ja, es darf nicht scheiße sein. Wie ich finde, Dead Space 3 ist. Du bekommst mit dem Sucherbot schon deine, ja, Ressourcen und die musst du nicht einfach extra nochmal schneller bekommen oder damit das Ding. Du musst das Ding nicht benennen, wo du im Spiel 5-mal überhaupt benutzt. Also, ja, gut. Es gibt schlechte, es gibt gute DLCs. Schreibt mir doch mal bitte eure Erfahrungen mit den besten und schlechtesten DLCs in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Wie schon gesagt, ich würde das gerne machen. Hätte ich gern gemacht in Battlefield, aber Battlefield spinnt ja jetzt gerade, ja. Was soll's, ne? Da müssen wir einfach mal auf den DLC warten. Ja, bis zum nächsten Mal, bleibt so schön und tschüss, ne?